Heiliger Geist, komm wirke unter uns. Mit Freiheit und mit Macht, mit Liebe und mit Kraft. Heiliger Geist, komm wirke unter uns. Mit Freiheit und mit Macht, mit Liebe und mit Kraft. Atem Gottes, Atem Gottes, Atem Gottes, wirke unter uns. Heiliger Geist, komm wirke unter uns. Mit Freiheit und mit Macht, mit Liebe und mit Kraft. Heiliger Geist, komm wirke unter uns. Mit Freiheit und mit Macht, mit Liebe und mit Kraft. Atem Gottes, Atem Gottes, Atem Gottes, komm wirke unter uns. Atem Gottes. Wir feiern im Namen von Gott, dem Vater, dem Schöpfer von allen Klängen und vom Sohn Jesus Christus, dem Erlöser von allen Zwängen und vom Heiligen Geist, dem Atem von unseren Gesängen. Zum Lob vom einen Gott. Amen. Der dreieinige Gott, der ist jetzt mitten unter uns. Er steht über Raum und Zeit. Ja, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier vor Ort im Soho, aber auch ganz speziell euch daheim im Livestream zu unserem zweiten Heavy Sanctum von diesem Jahr. Sehr gerne hätten wir mehr von euch hier bei uns gehabt und gerne hätten wir mit euch auch Konzerte von Trio Wind und AMPM möglich gemacht. Leider hat es einfach nicht so sein. Und wir müssen, bzw. dürfen, getrennt voneinander den Gottesdienst feiern. Darum passend auch heute das Thema Gemeinschaft trotz Distanz. Wir feiern heute Abend, aber vielleicht ist euch ja auch gar nicht ums Feiern drum. Oder vielleicht bricht auch einfach im Verlauf des Abends irgendetwas auf. Für das haben wir unser offenes Ohr. Wenn du jemanden brauchst zum Reden, wenn du ein Gebet wünschst oder wenn du einen Bibelvers mit auf den Weg möchtest, dann ist das offene Ohr für dich da. In diesem speziellen Hybrid-Setting ist eben alles anders und darum auch bei diesen Corona-Einschränkungen. Da könnt ihr den Töbel drum per dieser Nummer, die eingeblendet ist, erreichen. Und ihr findet die Nummern auch draussen, in der Lounge, auf den Tischen, überall, wenn es im Verlauf des Abends ein Thema werden für euch. Von daheim könnt ihr einfach telefonieren und hier im Soho da könnt ihr anrufen und man kann sich nachher allenfalls auch draussen auf einen kleinen Spaziergang treffen. Ihr hier im Soho seid an eure Stühle gebunden und ihr daheim seid räumlich von uns getrennt. Aber wir wollen trotzdem einen interaktiven Gottesdienst feiern. Darum haben wir unsere
Livestream-WhatsApp-Nummer, die ihr einblendet, seht. Speichert doch die ab, die es bei den letzten Mal noch nicht gemacht haben. Von daheim aus oder auch von hier im Soho habt ihr die Möglichkeit, Grüße an den Rest der Metal Church weiterzugeben oder auch Statements zum Thema. Oder ihr schickt eure Gebetsanliegen, die der Samuel in der Fürbitte anonym wird aufnehmen wird. Wir können Text und Fotos verarbeiten. Macht doch von dieser Möglichkeit Gebrauch. Der Samuel erklärt euch dann auch noch in der Predigt genauer, warum das wichtig ist. Und jetzt noch eine richtig gute Nachricht. Nicht nur dir daheim, sondern auch wir hier im Soho. Wir dürfen wieder singen. Ohne schlechtes Gewissen, lautstark, einmal hinter der Maske. Und so kommen wir vor Gott mit Beten und Singen. Ja, genau. Weil wir heute ja keine Bands haben, haben wir gefunden, wir machen dafür ein bisschen länger Worship, Meizenblock mit ein paar Songs und später nach der Predigt nochmal. Papi, danke, dass wir sein können, wie wir sind. Und danke, dass du bist, wie du bist und dass es nicht ein Verstellen braucht und nicht ein Theater und nicht ein Anpassen, sondern dass wir uns können, einfach wie wir sind, begegnen. Komm und begegne uns in einer Art, dass das, was wir wirklich sind und wir authentisch sind, dass sich das ändern kann zu dir her, zum Guten. Nicht, weil wir uns verstellen müssen, sondern weil du uns wirklich veränderst. Begegne uns in dieser Zeit, Heiliger Geist, und führe uns in die Gegenwart vom Vater. Amen. Ich hab das Ziel noch nicht erreicht, in diesem Lauf noch nicht gesiegt. Doch eines weiß ich ganz genau, ich vergesse, was hinter mir liegt. Ich strecke mich aus, ich laufe den Lauf, jage dem nach, was vor mir liegt. Ich strecke mich aus, ich kämpfe den Kampf, folge dem nach, der vor mir liegt. Ich strecke mich aus, nach dem Siegespreis. Ich bin ein Sitzender zwischen den Stühlen, ich stehe da, wer schaut, dass er nicht fällt. Ich bin ein Gegner mit gemischten Gefühlen, ein Fall, der deine Hand hält. Ein Träumender, kindlichen Glauben, ein Wachender aus Liebe und Furcht. Ich bin ein Sehender mit geschlossenen Augen, ein Wachender durch Tränen hindurch. Ich hab das Ziel noch nicht erreicht, in diesem Lauf noch nicht besiegt. Doch eines weiß ich ganz genau, ich vergesse, was hinter mir liegt. Ich strecke mich aus für den Lauf, jage dem nach, was vor mir liegt. Ich strecke mich aus
den Kampf, folge dem nach, der vor mir geht. Ich strecke mich aus nach dem Siegespreis. King of Kings, Jesus makes me want to sing. Jesus, King of Kings, Jesus makes me want to sing. Wir beten gemeinsam laut weiter mit Wort vom Psalm 142. Alle gemeinsam. Aus voller Kehle schreie ich zum Herrn. Laut flehe ich zum Herrn um Gnade. Vor ihm schütte ich mein Herz aus. Vor ihm erzähle ich von meiner Not. Auch wenn ich allen Mut verlieren sollte, du weißt immer einen Ausweg für mich. Auf dem Weg, den ich gehen musste, haben sie ein Klappnetz für mich versteckt. Blicke ich nach rechts und schaue mich um, weit und breit ist kein Freund zu sehen. Jede Zuflucht habe ich aus den Augen verloren. Keiner ist da,
der sich um mich kümmert. Da schrie ich zu dir, Herr. Ich sagte, du bist doch meine Zuflucht. Ich habe nur dich im Land der Lebenden. Gib Acht auf mein Klagen, denn ich bin völlig hilflos. Rette mich vor meinen Verfolgern, denn sie sind viel zu stark für mich. Führe mich heraus aus diesem Gefängnis, damit ich deinen Namen preisen kann. So werden sich die Gerechten um mich scharen, denn du tust mir Gutes. Zwischen Himmel und Erde ist ein Blues und ein Kampf zwischen Licht und Finsternis in dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde sind wir noch und das, was wir nicht wollen, tun wir doch in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Mitten in dieser Welt und nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Zwischen Himmel und Erde. Zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, wo die Wagen sich kreuzen, ist der Ort. Zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde ist ein Stieg, und du selbst bist die Brücke und der Weg in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde ist selbst die Brücke und der Weg in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Mitten in dieser Welt und nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, ganz allein und verlassen von Mensch und Gott. Zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, die Balken sich kreuzen, ist der Ort. Zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, dort am Kreuz.
hin zu dir. Ich laufe los, lass alles hinter mir. Mein Geist erinnert sich, wie gut du bist. Das, wo du lebst, auch mein Zuhause ist. Und ich höre, wie du rufst. Dein Versprechen, dass du Gutes tust. Und ich spüre deinen Wind, der mich aufhebt und nach Hause bringt. Herrlichkeit, überall so weit mein Auge reicht. Schönheit, in die Tiefe meiner Seele greift, befreit. Seh ich dich so, wie du wirklich bist. Ich habe dich schon viel zu lang vermisst. Fast 9 Monate ist es her, seit wir das letzte Mal hier im Soho zusammen einen Gottesdienst feiern. Aber schon letzten September sind wir aus einer Trainingszeit gekommen. Und jetzt ist es nur eine Rumpfgemeinde hier vor Ort. Die Mehrheit von euch ist daheim vor dem Bildschirm im Livestream am Mitfeiern. Ja, wie lebt man Kirche in dieser Zeit von Quarantäne, Isolation, Versammlungsbeschränkungen, Abstände, Lockdowns? Wie halten wir Kontakt miteinander, wenn man eigentlich vor allem daheim sein sollte? Wir sagen, dass wir davon träumen, dass die Metal Church bildlich gesprochen so ein riesiges Metal-Kreuzfahrtschiff soll sein. Und unsere Metal-Kirchgemeinde, die soll ein starkes Beziehungsnetz sein. Ein Detail auf unserer Illustration. Ein starkes Beziehungsnetz. Aber wie lebt jetzt und wächst so ein starkes Beziehungsnetz unter den Einschränkungen der Pandemie? Ja, die physischen Treffen, die fehlen. Und ich finde, Zoom oder Telefonate sind überhaupt nicht das Gleiche wie ein Bier oder ein Kaffee in Angesicht zu Angesicht. WhatsApp, das wir auch hier brauchen, im Gottesdienst, das ist nützlich, aber mir fehlt der Händedruck und die Umarmung. Und ein guter Livestream-Gottesdienst, das ist zwar toll, aber es ist überhaupt nicht das Gleiche. Ich glaube, die körperliche Dimension von unserem christlichen Glauben, die ist zentral. Es ist wichtig und die jetzigen Einschränkungen, die tun darum sehr, sehr weh. Aber wer behauptet, und die Leute gibt es, wer behauptet, virtuelle christliche Gemeinschaft, die sei nicht echt, die lade ich ein, heute Abend mit mir mal zusammen in die Bibel zu schauen. Für die ersten Christen war Gottesdienst eine Zusammenkunft, ja, bei Essen von Angesicht zu Angesicht. Aber die Gemeinschaft, die ist oft massiv eingeschränkt oder gar verunmöglicht worden. Entweder weil man eben nur eine kleine Gruppe war und örtlich getrennt war, oder durch Verfolgung oder Gefängnis. Wie sind jetzt die Christen in den ersten Jahrhunderten mit dem umgegangen? Wie haben sie Gemeinschaft gelebt, trotz Distanz? Sie haben nicht einfach Trübsal geblasen und haben ihn schon so ausgelegt, so herausfordernd die Situation auch war. Sie haben vielmehr die alten und die neuen Medien von ihrer Zeit gebraucht, um die physische Gemeinschaft, die eben nicht oder nur punktuell möglich war, virtuell weiterzuleben und zu stützen. Ich habe aus Zitat aus verschiedenen Briefen von Paulus einen neuen Brief von Paulus zusammengestellt, quasi ein Medley, ein Paulus-Brief-Medley. Und da kann man etwas über die virtuelle Gemeinschaft der Christen daran ablesen. Ich lese euch jetzt den Paulus-Medley-Brief vor, unterstützt mit Musik
von der Metal Church Band. Paulus, nach dem Willen Gottes zum Apostel von Christus Jesus berufen, und der Bruder Sosthenes, an die Gemeinde Gottes in Korinth, also an euch, die ihr durch die Verbundenheit mit Christus Jesus heilig geworden seid. Zu Heiligen berufen, wie alle, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, und zwar überall auf der Welt, hier wie anderswo. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Nun aber zu dem, was ihr geschrieben habt. Ich selbst bin zwar gerade nicht leibhaftig bei euch, aber im Geist bin ich es. Und mein Urteil über den, der so etwas fertigbringt, steht fest. Es wäre nicht anders ausgefallen, wenn ich bei euch gewesen wäre. Also, versammelt euch im Namen unseres Herrn Jesus. Ich werde im Geist bei euch sein und auch die Kraft unseres Herrn Jesus. Nehmt mich zum Vorbild, wie ich Christus zum Vorbild nehme. Ich muss euch loben. Ihr denkt stets an mich und haltet an den Überlieferungen fest, die ich euch weitergegeben habe. Hört nicht auf, in jeder erdenklichen Weise und zu jeder Zeit zu beten und zu bitten. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Dazu müsst ihr stets wachsam sein und dürft nicht aufhören, auch für alle Heiligen zu bitten. Betet auch für mich, dass Gott mir die richtigen Worte in den Mund legt. Dann kann ich offen und unverhüllt das Geheimnis der guten Nachricht bekannt machen. Auch in Ketten bin ich ein Botschafter für sie. Betet also darum, dass ich die gute Nachricht offen und unverhüllt verkünden kann, so wie mein Verkündigungsauftrag es erfordert. Wie es mir geht, darüber wird euch Tychicus ausführlich berichten. Er ist mein lieber Bruder und treuer Helfer, der zusammen mit mir im Dienst für den Herrn steht. Zu diesem Zweck habe ich ihn ja auch zu euch geschickt. Ihr sollt alles über mich erfahren und im Herzen neuen Mut schöpfen. Zusammen mit ihm schicke ich Onesimus, den treuen und lieben Bruder. Er ist ja einer von euch. Die beiden werden euch alles berichten, was hier vorgeht. Aristarch, mein Mitgefangener, lässt euch grüßen, ebenso Markus, der Vetter von Barnabas.
Seinetwegen habt ihr bereits Anweisungen erhalten. Wenn er zu euch kommt, nehmt ihn freundlich auf. Außerdem lässt euch Jesus grüßen, der Justus genannt wird. Diese 3 sind die einzigen jüdischen Mitarbeiter am Reich Gottes, die mir beistanden. Grüße auch von Epaphras, der ja einer von euch ist. Als Diener von Christus Jesus tritt er in seinen Gebeten immer wieder für euch ein. Er betet darum, dass ihr vollkommen werdet und in allem, was ihr tut, vom Willen Gottes erfüllt seid. Ich kann bezeugen, er setzt sich unermüdlich für euch ein und genauso für die Glaubenden in Laodicea und Hierapolis. Grüße schließlich auch von unserem lieben Lukas, dem Arzt, sowie von Demas. Grüßt mir die Brüder und Schwestern in Laodicea, besonders Nympha und die Gemeinde, die sich in ihrem Haus trifft. Lest diesen Brief bei euch vor und sorgt anschließend dafür, dass er in der Gemeinde von Laodicea vorgelesen wird. Umgekehrt soll der Brief aus Laodicea auch bei euch vorgelesen werden. Und dem Archippus sollt ihr ausrichten: Achte darauf, dass du den Auftrag erfüllst, den du durch den Herrn bekommen hast. Meinen persönlichen Gruß schreibe ich, Paulus, mit eigener Hand. Denkt an mich und daran, dass ich in Haft bin. Wenn ich dann da bin, werde ich diejenigen losschicken, die ihr für geeignet haltet. Sie bekommen Briefe mit. Ich freue mich, dass Stephanas, Fortunatus und Achaikus bei mir sind. Sie haben mich dafür entschädigt, dass ihr nicht hier sein könnt. Bei ihnen konnte ich innerlich zur Ruhe kommen und ihr ebenso. Schenkt solchen Leuten Anerkennung. Den Brüdern und Schwestern wünsche ich Friede und Liebe und dazu Glaube von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit allen, die durch die Liebe mit unserem Herrn Jesus Christus verbunden sind. Sie wird nie vergehen. Mir ist aufgefallen, dass der Paulus die räumliche Trennung zwar benennt, aber dass er sie nicht als Hinderungsgrund sieht, gemeinsam Kirche zu sein. Er redet davon, dass er im Geist anwesend sei. Das meint er nicht als schöne Floskeln, sondern ganz konkret, weil er fällt als Apostel in dieser Gemeinde ganz handfeste Entscheidungen mit Auswirkungen. Er vertraut darauf, dass die Rede vom Heiligen Geist nicht nur so ein frommes Geschwätz ist, sondern dass Gott seine Kinder wirklich unsichtbar verbindet. Und dass Jesus Christus wirklich durch seinen Geist anwesend ist. Und zwar wirkmächtig. Und das darf auch uns, dort wo wir Trend und Isolation sind, Mut machen. Gott ist real anwesend. Und er verbindet uns unsichtbar, aber nicht weniger real. Es ist auch gerade jetzt es ist nicht nur das Internet, das uns miteinander verbindet, sondern es ist Gott selber, unsichtbar, aber real. So sind wir auch bei euch in der Stube und ihr hier bei uns im Soho. Der Paulus betont dann weiter, wie wichtig es ist, in Zeiten der Trennung an der Überlieferung festzuhalten. Wenn man so getrennt ist, dann kann man sich leicht in ganz unterschiedliche Richtungen entwickeln.
Umso wichtiger ist es dann, dass man an dem gemeinsamen Glaubensfundament die wieder vorholt, sich vergegenwärtigt und die Inhalte auch immer wieder sich zu Herzen nimmt und repetiert. Wir sehen auch, dass sie gegenseitig immer aneinander gedacht haben. Und das bringen die Briefe auch zum Ausdruck. In diesen Briefwechseln haben sie auch konkrete Fragen geklärt. Nun aber zu dem, was ihr geschrieben habt, schreibt der Paulus. Der Austausch, die Diskussion über Glaubensfragen ist auch in Zeiten der Isolation wichtig. Da helfen die Medien, den Austausch am gemeinsamen Tisch zu ersetzen. Die Christen im 1. Jahrhundert haben dafür das Medium von ihrer Zeit gebraucht, den Brief. Es hat zu dieser Zeit noch kein öffentliches Postwesen gegeben und darum sind die Briefe von Boten überbracht worden. Die Freunde von Paulus, wie der Tychicus und Onesimus, die haben nicht nur Briefe überbracht, sondern sie haben sicher auch mündlich noch viel mehr erzählt. Die Boten haben auch eben Briefe weitergegeben von anderen und haben stellvertretend so den Kontakt wiederhergestellt. Der Paulus sagt sogar nicht nur stellvertretend, sondern sie haben mich dafür entschädigt, dass ihr nicht hier sein könnt. Bei ihnen konnte ich innerlich zur Ruhe kommen und ihr ebenso. Ich habe mich so gefragt, ob wir echt müssten in dieser Zeit wieder lernen, bewusster Grüße auszurichten und einander bewusster vom Ergehen von der anderen in der Myrtle Church zu erzählen. Nicht im Sinne von Tratschen, sondern bewusst einfach Anteil geben am Ergehen von der anderen. Die Briefe hat man dann in den Haustreffen der Gemeinde vorgelesen, immer wieder. Die Nachrichten sind geteilt worden. Die Briefe hat man weitergeleitet, sodass möglichst viele durch sie ermutigt werden können. Und darum haben wir die Briefe heute überhaupt noch. Die Briefe hat man geteilt und sie sind gesammelt worden. Was eigentlich für eine einzelne Gemeinde irgendwo im römischen Imperium im 1. Jahrhundert geschrieben worden ist, das inspiriert darum jetzt bis heute. Die Briefe sind Ausdruck von virtueller Gemeinschaft und sie sind sogar heilige Schrift geworden. Die Hälfte vom Neuen Testament zeigt und erzeugt von virtuell gelebtem Glauben. Die Christen im 1. Jahrhundert die hatten keine Angst vor den Medien. Sie haben sogar mitgeholfen, maßgeblich ein neues Medium zu verbreiten. Die sogenannten Kodizes, wo die Briefe drin gesammelt worden sind, das sind die Vorläufer von unseren Büchern. Später in der Kirchengeschichte, in der Reformationszeit, hat man auch keine Angst vor einem neumodigen Buchdruck, sondern man hat das brandneue Medium gebraucht. Der Druck von den Manifesten und von den Flugblättern war entscheidend, dass sich die Reformation überhaupt durchsetzen konnte. Was heisst jetzt das für heute? Für WhatsApp und für Videochat, für Facebook und Instagram oder Twitch, wo wir jetzt am Streamen sind? Es gibt keinen Grund, die neuen Medien zu verschmähen. Im Gegenteil. Nutzen wir sie doch heute genauso, wie unsere Vorfahren ihre Medien gebraucht haben, um geistliche Gemeinschaft in die Isolation zu haben. Wir müssen nicht einfach nur Trübsal blasen, sondern wir sollen teilen, teilen, teilen. Ich habe noch andere Abschnitte von Briefen von Paulus zu einem so einen zweiten, neuen Brief zusammengestellt. Es werden dort drin noch weitere Aspekte von virtueller Glaubensgemeinschaft sichtbar. Ihr könnt das bei Gelegenheit mal daheim nachlesen. Ihr findet den Bibeltext auf der Myrtle Church Webseite unter Heavy Sanctum. Ihr könnt das abladen, das ist unter dem Flyer vom heutigen Abend platziert, der Link. Aber ich beziehe mich jetzt in dem, was ich noch sage, auf den Teil, auf den zweiten Paulus-Medley-Brief. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass die neutestamentlichen Briefe immer mit einem Segenswunsch anfangen und aufhören. Gnade und Frieden von Gott wird gewünscht. Ich habe mich so gefragt, ob wir echt wieder lernen müssen, einfach also einzelne Worte zu verkosten und zu köstigen und wieder zu können. Ob wir in unserer Zeit müssten lernen, unsere einzelnen Segenswünsche vielleicht auch zu genügen lassen. Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von dem Herrn Jesus Christus. Das wird ja eigentlich lange. Es wird aber auch klar, ja, in der Einsamkeit gibt es wirklich grosse Herausforderungen. Er schreibt an einem anderen Ort, denn ich war besorgt, dass der Versucher euch auf die Probe stellt. Die Zeiten der Isolation, die sind schwierig. Punkt.
Das kann man nicht schön reden. Aber gerade darum ist es doch wichtig, sich nicht dann noch ganz isolieren zu lassen, sondern nach Wegen zu suchen, wie der Austausch mit den Glaubensgeschwistern trotzdem irgendwie passieren kann. Auch wenn es nur eingeschränkt ist. Und die Art, dann, wie eine Person die Krise meistert, die kann auch Ermutigung wieder für andere Personen sein in dieser Situation. Wir können füreinander auch medial vermittelt Ermutigung sein. Paulus schreibt: Brüder und Schwestern, ihr habt euren Glauben bewahrt. Dadurch habt ihr uns in dieser schwierigen Zeit und in aller Verfolgung neuen Mut geschenkt. Mir ist auch wieder aufgefallen, wie der Paulus den grossen Teil von seinen Briefen nicht einfach selber geschrieben hat, sondern hat sie bloß diktiert. Ein geübter Sekretär hat den Brief handschriftlich aufgesetzt. Jetzt, nicht alle von uns beherrschen alle neuen Medien, oder? Aber vielleicht kann jemand anders, der geübt ist, dort Vermittlungsdienste für dich leisten. Christliche Gemeinde jedenfalls lebt von Gemeinschaft, von Interaktion. Die Christen der ersten Jahrhunderte, die haben sich in Privathäusern getroffen, nicht in offiziellen Kirchen. Auch das wird in den Briefen sichtbar. Die Kirche lebt nicht von den Kirchengebäuden, sonst wären wir ja mit dem Heavy Sanctum im Kirchengebäude, sondern sie lebt von gelebter Gemeinschaft. Beim Tisch und medial vermittelt. Die Kirche lebt nicht vom Programm der Profis für die Laien, sondern von der Interaktion von allen. Und ich hoffe, dass uns dort die Corona-Krise wirklich auch noch stärker allen die Augen öffnet. Vielleicht hast du darauf gewartet, dass du etwas von mir hörst. Und du bist enttäuscht, dass sich der Pfarrer nicht bei dir gemeldet hat. Das tut mir von Herzen leid. Aber überlege dir mal, wie viele Kontakte kann ich als Pfarrer eigentlich überhaupt alleine pflegen? Und dann noch mit 2 Kirchgemeinden. Und in der Kirchgemeinde, da bin ich 60% zahlt, da bin ich 30% zahlt. Und Leute nachgehen, das ist nicht so meine Stärke. Ich kann gut alles liegen und stehen lassen, wenn jemand sich meldet. Und bin dann ganz da. Aber das von mir aus regelmäßig nachfragen und nachhaken, nein, meine Stärken liegen an einem anderen Ort. Und was heisst das jetzt für die Metal Church? Wenn unsere Metal-Kirchgemeinde wirklich ein starkes Beziehungsnetz sein soll, wie wir es auf dem Schiff, auf unserem Visionsschiff sehen, dann braucht es jeden und jede von euch. Wir alle haben nur sehr begrenzte Möglichkeiten und eine kleine Anzahl von Beziehungen, die wir wirklich leben können. Wenn man sich nicht einfach sieht, ist das eben schwierig, ja. Aber Metal Church ist eben nicht nur dort, wo Metal Church als Label drauf steht oder auf einer Veranstaltung, sondern Metal Church ist dort, wo die zusammen unterwegs sind und inspiriert, ermutigt und ermächtigt von Jesus Sorge zueinander haben. Unsere Kantonalkirche sagt: L'Église, c'est vous. Wartet nicht darauf, dass andere für euch Metal Church sind, sondern seid selber Metal Church. Überlegt euch doch mal, welche sind vielleicht die 5 wichtigsten Personen in der Szene für euch. Und an diesen Beziehungen bleibt dran. Fragt nachher beieinander, diskutiert, feiert, grennt und betet zusammen. Natürlich wollen wir auch als Organisation, als kirchliche Organisation mithelfen. Darum gibt es unter anderem das Iron Book. Das Schiffcrew-Verzeichnis von der Metal Church. Hier in das Buch, da kannst du dich einschreiben, wenn du möchtest, dass du mit mir wissest, dass du dich zu der Metal Church zählst. Es gehört jeder dazu, der sich dazu zählt, egal ob er eingeschrieben ist oder nicht. Aber so ein Buch kann helfen, dass wir wissen, dass du dazugehören, dass du nicht einfach nur gerne in unsere Veranstaltungen kommst, sondern dass du die Metal Church als deine Gemeinde verstehst. Und wenn du eingeschrieben bist, dann werden wir auch uns von Zeit zu Zeit mal bei dir melden. Ich würde jetzt mal sagen, mindestens einmal im Jahr. Aber das ist eine falsche Erwartung. Das Ziel wäre natürlich, dass wir es viel mehr könnten, aber das schaffen wir im Moment einmal im Jahr sicher. Das können wir versprechen, das haben wir bis jetzt geschafft. Noch ein letzter kurzer Punkt von Paulus. In seinen Anweisungen in den Briefen verweist er auch mehrfach aufs Gebet. Es ist die wichtigste Tätigkeit in Zeiten der Isolation.
Also darum auch für uns. Einerseits der persönliche Austausch mit Gott im Gebet und andererseits das Gebet füreinander. Ausdrücklich erwähnt er auch die Fürbitte für die in den Krisenzeiten öffentlich vom Glauben reden können. Ich glaube, wir als Angestellte von der Metal Church und auch von allen anderen Kirchgemeinden und vom Synodalrat und von allen, wir sind froh, wenn ihr uns in euren Gebeten mitträgt. Der Paulus schreibt im 1. Thessalonicher Brief, wie für uns und unsere Zeit. Wir haben aber eine Bitte an euch, Brüder und Schwestern. Erkennt diejenigen unter euch an, die sich für die Gemeinde abmühen, die im Auftrag des Herrn für euch sorgen und euch zur Vernunft bringen. Begegnet ihnen wegen ihres Einsatzes mit größter Achtung und voller Liebe. Lebt in Frieden miteinander. Brüder und Schwestern, wir bitten euch, bringt diejenigen zur Vernunft, die ihre geregelte Arbeit aufgeben. Steht den Ängstlichen bei. Helft denen, die in ihrer Überzeugung unsicher sind. Und habt Geduld mit allen. Achtet darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr, einander und allen anderen immer nur Gutes zu tun. Freut euch immer zu. Betet unablässig. Dankt Gott für alles. Das ist es, was Gott von euch will und was er durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Löscht die Flamme des Heiligen Geistes nicht aus. Missachtet die prophetischen Weisungen nicht. Prüft aber alles und behaltet nur das Gute. Haltet euch vom Bösen fern, wie auch immer es aussieht. Gelobt seist du, Herr, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Wort ist eine Lampe für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und Gottes Volk sagt Amen. Amen. Ja, die hat jetzt einen Haufen Bibeltexte auf die Ohren bekommen, so viel wie ich glaube noch nie in einem Metal Church predigt, aber ich glaube, es hilft. Und wir wollen jetzt von dem Metal Kreuzfahrtschiff singen, wo wir davon träumen. Und zur Erinnerung, während dem Song von der Band könnt ihr jetzt eben auch eure Grüße, Statements, Fragen und Gebetsanliegen eben per WhatsApp uns auch weitergeben. Dann könnt ihr noch einen Platz bekommen, hier im weiteren Verlauf vom Gottesdienst. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Das sich Gemeinde nennt, durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die Richtung weist, ist Gottes Ewigkeit. Das Schiff, es fährt vom Sturm bedroht, durch Angst, Not und Gefahr. Verzweiflung, Hoffnung auf und Ziel, so fährt es Jahr um Jahr. Und immer wieder fragt man sich, wird denn das Schiff bestehen? Erreicht es denn das große Ziel, es nicht untergehen? Bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Bleibe bei uns, Herr. Im Schiff, das sich Gemeinde nennt, muss eine Mannschaft sein. Sonst ist man auf der weiten Fahrt verloren und allein. Ein jeder stehe, wo er steht, und tut es seine Pflicht. Und wer ein Teil nicht treu erfüllt, gelingt das Ganze nicht. Und was liefert auf der Fahrt, das fest zusammenschweißt. In Glaube, Hoffnung, Zuversicht ist Gottes guter Geist. Bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. So bleibe bei uns, Herr. Ein
Schiff, das sich Gemeinde nennt, wird durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das sie die Richtung weist, ist Gottes Ewigkeit. Und wenn uns Einsamkeit bedroht, wenn Angst uns überfällt, viele Freunde sind mit unterwegs, gleichem Kurs gestellt. Das gibt uns wieder neuen Mut, wir sind nicht mehr allein. So läuft das Schiff nach langer Fahrt in Gottes Hafen ein. Und bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, denn sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Und bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, denn sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Bleibe bei uns, Herr. Wir haben eine Nachricht bekommen wegen dem Iron Book, wo jemand gesagt hat, ja, eigentlich hätte ich mich gerne schon lange eingeschrieben, aber eben, wir haben keine Veranstaltungen gehabt und teilweise sowieso es verpasst. Also, wenn ihr daheim seid und es heute Abend nicht schafft, euch einzuschreiben, dann dürft ihr uns auch schreiben, dann können wir euch auch eintragen und ihr könnt dann einfach mal eure Unterschrift noch drin tun, dass es dann gleich etwas für euch hat. Also das wäre auch möglich, schreibt, wenn ihr eingetragen werden mit euren Personalangaben, dass wir das so festhalten können. Das wäre auch möglich. Das ist analog und ich glaube, es ist auch gut, ist das analog, aber wir können es auch digital vermitteln. Ich habe euch in der Predigt erklärt, wieso das Grüße wichtig sind. Und so freut es mich besonders, dass wir heute Abend den Uli Burkhalter zu Gast haben. Der Uli ist zum einen Pfarrer in Diesbach im Seeland und zum anderen Synodalrat von unserer Kantonalkirche. Synodalrat, das ist die Exekutive. Uli, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Liebe Mitglieder von der Metal Church hier im Soho und liebe Mitglieder von der Metal Church, die per Livestream den Gottesdienst mitfeiern. Ich möchte mich zuerst ganz herzlich bedanken für die Einladung. Ich bin sehr gerne hierher gekommen, um mit euch den Gottesdienst zu feiern. Und das Lied, das er vorher gesungen hat, «Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt», das hat mich sehr bewegt, weil wir das an der Konf gesungen haben. Das ist doch schon ein paar Jahre her. Und wir haben dann gefunden, der Pfarrer überzeugt, dass wir ohne ein Lied wollen, das zu unserer Generation gehört. Und haben uns nachher eben durchgesetzt und haben «Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt», bei unserer Konf gesungen. Ich bin hier, um euch die herzlichen Grüße und Segenswünsche vom Synodalrat zu überbringen. Und irgendwo, wo du, Samuel, mir die Idee vom Gottesdienst geschickt hast, ist mir das Thema Gemeinschaft trotz Distanz hat mich von dann an sehr beschäftigt und ich habe mir hier und da wieder Gedanken darüber gemacht. Ich denke, das aneinander denken ist etwas ganz Wichtiges. Und darin liegt eine grosse Kraft. Und ich denke, oder ich persönlich, habe diese Kraft auch wieder entdeckt während dem vergangenen Jahr, wo eben persönliche Kontakte durch die Pandemie eingeschränkt waren. Und ich habe gemerkt, wenn ich jemandem begegnet bin und ich ihm oder dieser Person sagen, ich denke an dich und ich bete für dich, auch wenn wir uns jetzt nicht so fleissig sehen wie normal, dann hat mich das dort ganz Besonderes berührt.
Oder auch wenn jemand mir gesagt hat, ich denke an dich, dann ist das für mich sehr wichtig gewesen. Für mich ist das eine Kraft, die die Gemeinde ausmacht. Zu spüren und zu merken, wir gehören zusammen durch die Kraft vom Heiligen Geist. Ich bin im Synodalrat verantwortlich für den Bereich ÖME Migration. Das heisst Ökumene, Mission, Entwicklungszusammenarbeit und die ganzen Fragen rund um Migration. Ich bin sozusagen der Aussenminister von FPJUSO. Und im Moment auch verantwortlich für die Kontakte zu den Kirchgemeinden. Und darum bin ich heute Abend auch hier. Und gerade im Bereich ÖME Migration, im Bereich weltweite Kirche, ist es ganz wichtig, dass wir immer wieder sozusagen die Verbindung spüren mit Christinnen und Christen auf der ganzen Welt, in ganz verschiedenen Konfessionen und mit ganz verschiedenen Hautfarben und kulturellen Hintergründen. Und dort ist die persönliche Begegnung auch häufig schwierig, nicht nur jetzt in dieser Zeit, sondern manchmal wegen der riesigen Distanzen. Und darum ist das Aneinanderdenken und auch füreinander beten etwas ganz Wichtiges. Ich kann hier auch sagen, dass der Synodalrat auch an euch denkt. Und zwar auf eine anerkennende und wohlwollende Art haben wir den Bericht zur Kenntnis genommen, den ihr über eure Arbeit geschrieben habt. Ich persönlich war sehr beeindruckt, was da bei euch alles lebt und ist. Und an dieser Stelle möchte ich auch im Namen des Synodalrats ganz herzlich Danke sagen. All denen, die sich für die Metal Church engagieren. Sei es als Personen, die angestellt sind, aber auch als Freiwillige oder als Freiwillige. Und es ist uns vom Synodalrat ein Anliegen, die Arbeit der Metal Church immer auch weiter zu unterstützen. Im Aneinanderdenken liegt eine grosse Kraft, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Die grösste Kraft liegt aber darin, dass Gott an uns denkt. Dass wir sozusagen in Gottes Gedanken gehalten sind. Und ich werde euch hier ein Psalmwort weitergeben, das das sehr schön zum Ausdruck bringt. Es steht im 115. Psalm im 12. Vers: Der Herr denkt an uns und segnet uns. Mit anderen Worten, Gott vergisst uns nie. Immer wieder zeigt er, ganz konkret, seine Liebe zu uns Menschen und zu seiner ganzen Schöpfung. Gott befreit zum Beispiel im Alten Testament sein Volk Israel aus der Sklaverei zu Ägypten. Oder indem er Jesus Christus, seinen Sohn, in unsere Welt schickt, um uns zu befreien aus den Verstrickungen von Schuld und Angst und uns befreit zum Leben. Befreit für ein Leben bis in alle Ewigkeit. Da zeigt Gott immer wieder neu, dass er an uns denkt, dass er da ist, in der Kraft vom Heiligen Geist. Und ich wünsche euch allen, uns allen, dass wir immer wieder in dieser Kraft vom Heiligen Geist leben können. Und in diesem Sinn wünsche ich euch allen
von ganzem Herzen, behüte Gott. Da haben wir auch Grüße aus Deutschland bekommen, von Trio Wind, die heute am Abend gespielt hätten. Previously on Triwind. Metal Church wurde verschoben auf 2021. Doch genau das sollte nicht geschehen. Nächstes Jahr gibt es eine Metal Church. Aber ohne Trio-Wind-Konzert. Aufgrund unseres großen Feindes aber lassen wir uns von Corona kleinkriegen? Genau, von so einem Virus lässt sich Trio-Wind nicht die Hoffnung rauben, oder Tassilo? Ja, wir alle haben die Hoffnung, dass dieses belastende Eingesperrtsein ein Ende endlich hat. Wir sehen uns garantiert nächstes Jahr auf der Bühne. Außerdem haben wir Grund zur Hoffnung. Warum, sagt uns der Tobi? Weil wir einen verdammt geilen Impfstoff haben. Bla bla bla, irgendwo schneiden. Und bis dahin gibt es noch ein paar überlebenswichtige Lockdown-Tipps vom Dani und eine Ankündigung vom Markus. Mein Rezept für den verbleibenden Lockdown, für die verbleibende Pandemie: geht auf Bandcamp, kauft euch ein geiles Album von einer geilen Band, haut euch auf die Kopfhörer und dann raus in die Natur, macht einen Spaziergang durch den Wald und geht einfach zur Musik ab, um euch die Zeit bis zum nächsten Konzert zu verkürzen. Ja, ansonsten passt auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns im Sommer oder nächstes Jahr, wann auch immer, irgendwo auf dem Konzert wieder. Und wir haben die Zeit genutzt, um an neuen Songs zu schreiben. Einer ist bereits fertig und den werden wir euch nächstes Jahr um die Ohren schallern, wenn es heißt Metal Church, Hard Music, Strong Message, Trio Wind 2022. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut. Zum Abschluss noch ein paar ermutigende Worte vom Franken Jeremy. Haltet noch ein bisschen durch, bleibt positiv. Das hat er jetzt nicht gesagt, oder? Ja, ihr wisst schon. Von dem her. Alter, Wir sehen uns nächstes Jahr auf der Metal Church. sag mal, du Depp, du Blöde, bist du noch ganz knusprig? Du kannst mich doch nicht durch die Wohnung pfeffern. Bis dann. Ja, gerne teile ich auch die Grüße noch, die jetzt zwischenzeitlich reingekommen sind. Da haben wir einerseits ein tolles Babyfoto, noch nicht jährig und schon voll dabei. Liebe Grüße aus Uetendorf. Das ist unser Nachwuchs da vom Jönu, würde ich meinen. So. Und dann haben wir vom Florin einen lieben Gruß aus Wimmis und bis bald. Und gehört die Hände und ein Smiley, genau. Und dann haben wir noch liebe Grüße von hinter der Bar. Das ist Kirche. Wir zusammen sind der Körper von Jesus Christus hier auf dieser Erde. Und das ist ja das, was wir im Abendmahl feiern. Corona macht zwar alles ein bisschen komplizierter, aber lasst uns das Abendmahl trotzdem nicht nehmen. Einmal auch, wenn wir jetzt mal wieder einen Teil können, physisch versammelt sein. Ihr daheim, ihr macht doch ein bisschen Wein oder Traubensaft, ein Stück Brot und Cracker parat während dem nächsten Lied. Und die habt jetzt die letzte Chance auch noch, Gebetsanliegen für die Fürbitte mir hier aufs Handy zu schicken. Wir bereiten uns aufs Abendmahl vor mit der Band und dem Psalm 23. Of darkness, your arms pull me to the light above. Your voice spoke the words that
broke my heart in your eyes. Burn with holy passion, fire and love. You lead me beside quiet waters. You walk in the shadows of that darkened door. Right from my enemies, you take oil, then you pour it over me. The Lord is my shepherd, I will fear no my shepherd God, I will fear no evil. Surely goodness and mercy cover me. All the days of my life in the house of the Lord. Forever and ever, ever and ever. Wir beten. Ja, du siehst unsere Welt, du siehst, wie sie aus den Fugen ist. Danke für die Zeichen von der Hoffnung, die da sind, dass es mit dieser Pandemie ins Ende gehen könnte. Aber du siehst, wie es an so vielen Orten auf dieser Welt schlimm läuft. Wie Menschen sterben, wie Menschen unterdrückt werden. Du siehst ja die seelische Not, du siehst die seelische Not an unserem Land. Ich bitte dich um Nähe und ich bitte dich darum, dass du Augen schenkst für Not und dass du
Herzen voll Liebe schenkst, um einander auszuhalten in dieser Spannung hinein vom nicht einander verstehen oder die Sachen so unterschiedlich beurteilen. Herr, hab Erbarmen. Und wir bitten dich für alle Kranken in unseren Reihen. Du kennst sie alle. Ich kenne ein paar und ich weiss, wie sie leiden im Moment. Herr, rühr du sie an. Heil du sie. Komm du mit deinem Frieden und schenk Linderung. Und Herr, wir beten dich mit der Person, die geschrieben hat, dafür, dass sie einen Weg findet, Gottes Wort und Wert so zu verkünden, dass es auch verstanden wird. Ja, das bitten wir. Dass unser Zeugnis darf glaubwürdig und verständlich sein. Wir bitten dich nicht nur für unsere Berner Kirche, sondern auch für die Wattländer Kirche, die durch eine grosse Krise geht. Und wir beten, Herr, dein Gebet, deine Worte. Unser Paar im Himmel, dein Name soll uns heilig sein. Dein Königreich soll kommen. Dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Gib uns das jeden Tag wieder neu, was wir zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Schuld, genauso wie wir auch denen vergeben, die an uns schuldig werden. Führ uns nicht in Versuchung, sondern mach uns frei vom Bösen. Denn für immer gehört dir die Herrschaft, die Macht und die Herrlichkeit. Amen. Es war in der Nacht, wo Jesus, unser Herr, verraten worden ist. Da hat er mit seinen Jüngern das Passamahl gefeiert. Und er hat das Brot genommen. Er hat Gott danken dafür. Er hat es gebrochen und hat gesagt, das ist mein Leib, mein Körper für euch gebrochen. Tun das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich gemacht habe. Und genauso hat Jesus nach dem Essen auch den Kelch genommen. Und er hat gesagt, der Becher ist Gottes Bund in meinem Blut. Tun das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich gemacht habe. Darum gilt, jedes Mal also, wenn wir von dem Brot essen und von dem Becher trinken, dann verkünden wir damit die Rettung oder den Tod vom Herrn gekommen ist, bis er wiederkommt. Danke, Vater im Himmel, für die Geschenke von Brot und Wein. Lass sie uns zum Körper und Blut von deinem Sohn Jesus Christus werden, durch den Heiligen Geist. Amen. Wenn wir jetzt wieder mit der Band arbeiten, dann dürfen ihr die Heime ganz fröhlich das Abendmahl einnehmen bzw. einander austeilen. Und für uns hier im Zoo ist es ein bisschen komplizierter. Und weil der Bernie jetzt schon viel unterwegs war vorne, ist es noch ein bisschen komplizierter. Wir schauen dann einfach. Weil das BAG hat letzte Woche die Weisungen noch ein bisschen präzisiert. Es sind zwar nicht mehr als 50 Gäste hier, aber mit allen Mitarbeitern zusammen sind wir mehr als 50 Personen anwesend. Und das heisst, wir fallen darum juristisch gesehen nicht mehr unter die Kategorie Gottesdienst, sondern unter Veranstaltungen. Und dort sind in diesem Setting Konsumationen strikt verboten. Auch wenn es nur ein Schluck Traubensaft oder ein bisschen Oblaten ist. Verstehen müssen wir das nicht, aber uns daran halten müssen wir. Ich sage jetzt, müsstet, weil die einen haben es jetzt vielleicht schon genommen, wie es der Bernie verteilt hat. Sei es darum. Die es noch nicht gemacht haben, draussen im Restaurant-Setting dürft ihr das dann gerne reinnehmen. Genau. Die Pre-Filled Communion Cups ist etwas, das ich glaube, letztes Mal schon gesagt habe, unter normalen Umständen verachten und nie machen will. Aber lieber das als gar nicht. Das Abendmahl ist uns wichtig. Also, und auch, egal wie es schmeckt oder sich anfühlt, es gilt, köstiget und schaut, wie freundlich der Herr ist. Wer auf ihn vertraut,
der ist gesegnet. Amen. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück, niemals zurück. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz liegt vor mir. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz liegt vor mir. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz liegt vor mir. Niemals zurück, niemals zurück. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Niemand zurück, niemand zurück. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück, niemals zurück. Heilig, heilig, allmächtiger König, der war und der ist und der da kommt. Herr, du bist heilig, die gebührt dir, dein ist die Herrlichkeit und Kraft. Lobpreis und Ehre sei dir für immer, dir der Lamm Gottes auf dem Thron. Kraft und Errettung schenkt der Erlöser. Heilig, heilig ist er. Heilig, heilig, ein mächtiger König, der war und der ist und der da kommt. Herr, du bist heilig, dir gebührt Ehre, dein ist die Herrlichkeit und Kraft. Lobpreis und Ehre sei dir für immer, dir der Lamm Gottes auf dem Thron. Kraft und Errettung schenkt der Erlöser. Heilig, heilig ist er. Du bist mächtig.
Dann danken wir Gott und bekennen den Glauben. Dein Blut, dein Leiden, dein Tod, dein Auferstehen, dein Zurückkommen. Danke, Jesus. Amen. Und dann dürfen wir jetzt noch hören, wie es weitergeht und was es sonst noch zu sagen gibt. Ja, wir kommen säuferlich gegen das Ende und haben darum noch so ein paar Mitteilungen. Wir haben Merch mitgenommen, ganz viele Sachen, T-Shirts, Masken und so weiter. Es wäre ja einfach, wenn es einfach wäre und man es am Stand holen kann, darf man nicht. Aber ihr habt aussen am Tischli so ein dreieckiges Teil. Und dort steht drauf, wo man sich melden kann. Und dann könnt ihr das bestellen und dann wird das euch auch an Platz gebracht. Und im Angelo Nero seine Sachen sind ebenfalls da und da könnte man sich auch melden, wenn man gerne etwas wette. Tischnummern aufschreiben. Genau. Das Jahresprogramm hätten wir gerne auf den Tischen verteilt. Es hat gewindet. Es wollte einfach nicht sein. Genau. Darum, wenn ihr rausgeht, hat es auf der linken Seite so einen kleinen Tresen. Dort liegt ein Jahresprogramm drauf. Da könnt ihr gerne beim Rausgehen ein paar mitnehmen und verteilen. Wir haben mega Freude, dass wir wieder Veranstaltungen machen mit Leuten. Und so geht jetzt auch das BBM, das Bibel, Bier und Metal weiter. In Niederbipp startet der Samuel eine neue Serie zu den 10 Geboten, 10 Angebote für ein trues Leben. Und man müsste sich bei ihm aber anmelden. Und was in Wimmis läuft, kommen wir nachher noch gerade ein bisschen dazu. Jede Woche am Freitag oder Samstag oben gibt es auf dem Hard Rock Café eine Barabend, virtuell, aber man kann trotzdem Bier trinken daheim. Das ist kein Problem. Die Plattform ist jederzeit offen, also man kann jederzeit dort reinschreiben, einfach so Baröben, wo man sich so trifft, findet man Daten und fröhlich darauf losschreiben. Am 28. Mai ist in der ganzen Schweiz lange Nacht der Kirchen. Es sind rund 2500 reformierte Kirchgemeinden, die sich daran beteiligen, die am Freitagabend ihre Türen öffnen und ein spezielles Programm anbieten. In Wimmis machen wir vom Bibel, Bier und Metal dort mit. Und es gibt ja so eine Art des Bibel, Bier und Metal einfach in der grossen Kirche. Und in Niederbipp gibt es am 9:45 Uhr einen Film über Exhale, Dokumentation. Bleibt einfach ein bisschen dran. Homepage findet ihr mehr Angaben dazu. Genau, und dann haben wir ja noch unseren virtuellen Hauskreis, das virtuelle Lagerfeuer. Es wird von der Monika geleitet. Ihr dürft euch gerne bei ihr anmelden. Es wird aber per Videochat stattfinden. Genau, die Adresse ist sekretariat@metalchurch.ch. Ja, am 25. September, so Gott uns BAG will, werden wir Heavy Sanctum haben. Mit Konzert. Morgarten wäre angesagt und in Oceans Deep. Und ja, betet ein bisschen, es kommt gut. Letztes Jahr hat im September auch stattfinden. Also. Genau. Wir möchten uns ganz herzlich noch bei allen freiwilligen Mitarbeitern bedanken, weil es hat doch recht viele Leute gebraucht, die hier helfen mit Livestream und Technik und Band und allen anderen. Zudem möchten wir uns auch bei Rampenlicht bedanken, die wieder mal mit der Technik zu tun hat. Und natürlich danken wir ganz herzlich an Danu Käser, dem Besitzer vom Soho, weil er hat extra für uns aufgemacht heute, dass wir hier sein können. Genau, Flammkuchen gibt es näher und die macht er dann und die macht er wirklich gut.
Wenn ihr hier rauslauft, habt ihr noch die Möglichkeit, euch Hurti zu fotografieren. Und zwar wollen wir ein bisschen Collage machen, weil falls es wieder so lange geht, bis wir euch sehen können, dass wir noch ein bisschen wissen, wie ihr aussehen. Also es wäre mega schön, wenn ihr beim Rauslaufen Hurti würdet, in die Kamera anschauen. Und vielleicht nicht gerade alle auf das Mal, aber dass wir da so eine Fotokollage machen können. Genau, und dann kommen wir schon ein bisschen zu den unliebsamen Infos betreffend Corona-Regeln. Wir freuen uns, dass ihr bis oben um 11 Uhr draussen in der Landschaft sein dürft, Bier trinken, Flammkuchen essen, was auch immer, ausser einfach nur das 4. am Tisch. Es hat genug Tische, ihr dürft auch, wenn ihr mit jemand anderem reden an einen anderen Tisch gehen. Es ist völlig okay, es sind einfach nur 4 Leute am Tisch. Steht nicht bei den Tischen, gilt auch für Mitarbeiter. Hockt her und plaudert doch so, es ist angenehmer. Die Kollekte von heute wird wieder gesplittet. Die Hälfte brauchen wir von Metal Church selber für unsere Unkosten. Technik, Livestream, das alles ist ein bisschen teuer. Und die andere Hälfte würden wir gerne weitergeben an die Firmen oder die Buden, die uns jetzt in letzter Zeit so unterstützt haben, nämlich genau wieder an Rampenlicht und an Soho, ins Personalkessel. Merci vielmals für alles, was ihr gebt. Es geht einen Kollektenkrug um. Und sonst gibt es Twint und alle gängigen Zahlungsmittel. Heute nehmen wir sogar Kreditkarten. Ich habe noch etwas vergessen, etwas ganz Wichtiges. Unblack hat uns gesponsert, dass wir den Livestream machen können. Und das ist auch nicht zu verachten. Grossen Applaus für Unblack. Guten Morgen. Immer aufstehen, abhocken, aufstehen, abhocken. Genau, wow. Vater, dein Reich komme, deine Herrlichkeit und Kraft. Wie dein Name dort geehrt wird, so erklingt dein Ruhm auch hier. Wie im Himmel, so auf Erden, was du willst, das soll geschehen. Was nicht ist, das kann noch werden, und wir beten, bis wir sehen. Herrlich, was wir brauchen, und erlöse uns vom Leid. Wie du unsere Schuld getilgt hast, so vergeben wir auch jetzt. Wie im Himmel, so auf Erden, was du willst, das soll geschehen. Was nicht ist, das kann noch werden, und wir beten, bis wir sehen. Wie im Himmel, so auf Erden, was du willst, das soll geschehen. Was nicht ist, das kann noch werden, und wir beten, bis wir sehen.
Vor dem Sagen habe ich noch einen Gruß vom offenen Ohr. Der Töbu schreibt, ich bin weiterhin erreichbar. Über Anruf oder SMS, WhatsApp geht nicht. Haben wir noch einen ganzen Abend. Die Nummer, die hat eingeblendet gesehen oder ist noch auf den Tischen. Aber wenn ihr eben einfach noch ein offenes Ohr braucht, ein Gebet oder ein Bibelvers auf den Weg. Dann vor dem Sendungslied sagen wir uns gegenseitig. Ich glaube, es wäre cool, wenn ihr würdet... Nein, darf man aufstehen? Mal, ich glaube, wenn ihr sagen dürft, der aufstehen, dann hockt ihr nochmal ab. Also, dann bewegt euch einfach nicht, ihr steht einfach auf. So, ja. Der dreieinige Gott. Er segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sagt dir gnädig. Er wende dir sein Angesicht zu und er gebe dir Frieden. Amen. Aber jetzt müsst ihr noch mal brav absitzen. Entfacht du die Blut wieder neu, hoch Asche weg und lebe ich. Schick Zeug davon, du bist treu. Ist die Geist uns geschenkt, wo uns trägt, dort sind Schmerz und Leid. Hey, nicht das letzte Wort, sondern du allein lösender Gott. Lass uns noch Worte vor Hoffnung sein, lass uns noch brennen für dich. Lass uns noch leben und lieben für dich. Hier jetzt und dann, wo wir sind, Vater, hilf uns dir. Hilf uns in Nachfolge von dir. Lass uns aufstehen, wo die Not am grössten ist. Schenk uns den Mut, wie du zu sein, weil du der Grund von unserer Hoffnung bist, Schmerz und Leid. Hey, nicht das letzte Wort, sondern du allein, barmherziger Gott. Lass uns Worte vor Hoffnung sein, lass uns brennen für dich. Lass uns leben, lieben dich, hier jetzt, und dann, wo wir sind. Hilf uns und lass uns Worte von Hoffnung sein. Lass uns brennen für dich. Lass uns leben, lieben dich, hier jetzt, und dann, wo wir sind. Hilf uns für dich. C'est du Reich, es ist am Kommen, Halleluja. Ich seh dies Reich, es ist am Kommen, Halleluja. Ich seh dies Reich, es ist am Kommen, Halleluja. Ich seh dies Reich, es ist am Kommen, Halleluja. Ik zeg die drie, ze am Go, 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 halleluja. Hoffnung sein. Lass uns brennen für dich. Lass uns leben und lieben dich. Hier jetzt, und dann, wo wir sind. Vater, hilf uns und lass uns Worte von Hoffnung sein. Lass uns brennen für dich. Lass uns Worte von Hoffnung sein. Lass uns brennen für
huiselijk aber hier was die, hier jetzt, da wo mir sie von der Hilfe ist. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück, niemals zurück. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Niemals zurück, niemals zurück. Ob niemand mit mir geht, steh ich voran. Ob niemand mit mir geht, ob niemand mit mir geht, will ich folgen. Niemals zurück, niemals zurück. Ich bin entschieden.